Hoi, willkommen in Drieschta für eine neue Woche. Claudia hat ja letzte Woche erzählt, dass sie da oben in der Stube geschlafen hat. Genau. Ich wollte einfach euch zeigen, wie das so aussieht. Hier unsere Matratze am Boden neben der Kachelofen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich schlafe immer da, wenn Claudia nicht da ist. Gell, du und ich, wir sind da in der Wärme. My dad's done, he doesn't flush. My dad's done, he doesn't flush. My Aber jetzt am Morgen ist es auch schon wieder ein bisschen kühler. Ja, der Ofen. Aber es ist kalt. Also sehr, sehr kalt. Da in Drieschta. Aber ja, nichtsdestotrotz fängt die Woche neu an. Und ihr könnt euch darauf freuen. Da kommen auch Haufen Leute vorbei diese Woche. Auch Haufen coole Sachen passieren. Weil eben, wir haben ja einen Plan und es ist immer am Laufen. Nichts ist willkürlich. Vor allem bist du nicht willkürlich. Du bist geschätzt. Wir danken dir fürs Abonnieren, wir danken dir fürs Zuschauen und wir danken dir fürs Liken. Überhaupt. Schön gibt's dir. well, you might think it's funny, but Der my Ike wird grösser wahnsinnig. Er probiert den Joe seine Frau zu besteigen. Das gefällt dem Joe überhaupt nicht. Action Jackson, voller Montagmorgen. Da in der Drieschta. Schade, dass ich es nicht aufgenommen. Ich war spät dran gewesen. Aber ich glaube, der Ike hat es jetzt eingesehen. Er lässt dem Joe seine Frau in Ruhe. dad's done, he doesn't flush. Yeah, my dad's done, he's full of dirt, but it's never activated, smelly red Persönlich alert. finde ich es sehr wichtig, dass man regelmäßig seine Perspektive ändert und alles von einem anderen Blickwinkel anschaut. Es ist auch so, in der Politik ist es genauso wichtig. Und persönlich finde ich heutzutage eines unserer grössten Probleme in der Politik ist, dass man zu fest auf Parteien sich konzentriert, anstatt aufs Thema. Weil, wenn man etwas will blicken und nur auf seine Mannschaft schaut, bleibt ja alles immer das Gleiche. Man muss auch andere Perspektiven können annehmen und sehen. Und wenn man vor allem mehr themabedingt politisieren und nicht Partei politisieren, kann man und sollte man doch auf bessere Lösungen kommen. Don't worry about the germs, cause they're eaten by the worms. Yeah, cause my dad's done, he's full of dirt. Yeah, my dad's done, he doesn't flush. Hey. Heute Nachmittag bin ich mit dem Drake beim Tierarzt Toni gsi. Wegen seinem Durchfall und so, aber das Gute ist, der Toni sagt, Entwarnung, nichts so Schlimmes. Im Medis jetzt nicht, aber sonst ist es gut. Und dann bin ich aus dem Toni raus, fängt an zu schiffen und ich natürlich zu Fuß unterwegs und es ist nass. Jetzt bin ich heimgekommen. Aber das Schöne ist, alle Tiere sind schon im Stall. Weil es eben nass ist und grusig, sind alle schon im Stall, haben keine Lust gehabt zum draussen zu sein. Das macht es jetzt einfacher. So für mich, um alles zu versorgen. Und dann geht es Nachtessen. Hey! Ja! Ich bin gerade gefragt worden, ob die Wachteln noch leben. Ja klar! Das ist super, unsere Wachteln. Ja, sind länger schon noch 5, das eine ist abgehauen und nicht mehr zurückgekommen. Und sonst sind sie aber fett und munter. Ich glaube, die sind schon ausgewachsen, wer weiß. Ich kenne mich da noch nicht so aus mit Wachteln. Ich sage es euch dann, wenn sie grösser werden. Aber ja, jetzt geht es auch für ruhig schlafen. My dad's done, he doesn't flush. My dad's done, he will, you might So, think jetzt haben wir it's da funny. breit ein bisschen umgestellt im Jacks Garten. Und auch schon im Krankenhang oben. Das ist der Fabian, aber ich habe ihn gar noch nicht gefragt. Hey Fabian! Der Fabian wird übrigens unser neuester Mitbewohner, gell? Fabian! Ja, so du, ich kenne zu viel Fabian, sonst Fabian. Eben, du hast sehr viele Fabis und so, aber eben meine Leute sagen mir eigentlich immer Fabel. Fabel, Ja, das ist Fabel von Basel. Außer der Weise. Ja, muss Fabel, ja. Fabio, der Fabel.
Der ist jetzt unser nächster Mitbewohner. Offiziell ab dem 1. Februar wohnt er in Drieschta. Aber das ist der neueste Drieschtianer. Macht euch gefasst, es geht etwas, es geht etwas. Ja, ich bin auch froh. Jetzt haben wir schon da eben, wie gesagt, Weide aufgestellt. Jetzt gehen wir zum Mittagessen. Und dann, heute Nachmittag, gehen wir mit den Esel auf Wanderschaften, weil wir müssen zum Tierarzt mit ihnen. Nichts Schlimmes, einfach einmal Chips setzen. Gut, wir sind auch schon neugierig. Also spätestens jetzt hat der Fabio seine Türtaufe überstanden. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Tierarzt Toni mit den Eseln. Und nach einem recht zittrigen Anfang ist der Monsun und der Fabio jetzt tipptopp Best Friends. Da links irgendwo hat sie jetzt ihren Chip. Ja, Preis. Aber ich sage, oh, der Zug macht so Angst. Aber ich sage euch, die machen das so gut. Ich sage euch, ich habe eine Scheissfreude. Hure gut, jetzt sind wir schon wieder vom Heimweg. Hure gut, ich habe wirklich eine Scheissfreude, wie unsere Esel mitmachen. Und der Fabio und überhaupt. Herrlich! So schön! My dad's Dunny grows fruit trees. So, jetzt sind sie abgekleidet. Ich bin oben aber raufgekommen. Ich habe eben Fabio gesagt, er könnte unten bleiben. Bringt ja nicht, dass er raufläuft, um gerade wieder runterzulaufen. Aber ich kann euch sagen, jetzt zum Rauflaufen ist das anstrengend gewesen. Sie haben nicht wollen, sie haben weiden. Überall haben sie fressen. Verstehst du? Die sind jetzt müde vom Hin- und Herlaufen. Aber hat jetzt fast so lange gebraucht zum Auflaufen, wie es gebraucht hat, von unten bis zum Tierarzt zu führen. Unglaublich. Unglaublich anstrengend. Und jetzt sind sie am Fressen. It's safer and it's clean to turn brown into green. That's why my dad's Dunny grows fruit Als ich trees. jetzt heimgekommen bin, ist aus unerklärlichen Gründen die Türen offen gewesen. Und die Hühner sind im Wachtelstall gewesen. Und kein einziger Wachtel rum. Ich habe jetzt zum Glück alle Wachtel gefunden. Die meisten sind unter dem Wachtelstall versteckt gewesen. Die wissen sich schon schützen. Aber jetzt sind alle 5 wieder da. Und ich bin ein bisschen erleichtert, muss ich ehrlich sagen. Wir sind eben schon herzig, ich habe sie schon gerne. Und wenn sie jetzt so robust schon sind, dass sie den Winter so gut mitmachen, dann wäre es schon schade, wären sie abgehauen. Aber sind alle 5 wieder da. So schön. Yeah, my dad's Dunny doesn't In der flush. Zwischenzeit, wirklich, die Buben sind den ganzen Tag draußen. Draussen, nicht im Käg, sondern auf dem Land rum, ums Haus herum und fressen. Und dann kann man sie aber nur rufen, wie jetzt. Habe ich sie gerufen, Buben, es gibt Heu. Und jetzt sind sie gekommen, ich sitze da im Stall, sie kommen rein, sie fressen. Es ist herrlich. Es ist einfach schön mit unseren Tieren. Und die haben heute Fabio auch schon beschnuppert und begrüßt. Aber ich muss sagen, der Fabio hat es heute gut gemacht und ich freue mich, dass er zu uns kommt gewonnen. Weil die Tiere, all unsere Tiere haben Freude gehabt bei ihm. Keiner hat Angst gehabt vor dem. Genau. Und wie Sophia sagt, sie, wenn Tiere Freude haben, sie vertrauen Tiere mehr als sie sich selber. Aber ja, Sophia, ich vertraue dir selber mehr als dir, aber das ist schon gut. My dad's Dunny doesn't flush. Letzten Februar haben wir da wieder gepflanzt, die sich gut etabliert haben. Also sie stehen da noch gerade. Und die schneide ich jetzt schneiden, weil es ist Januar und wieder tut man am besten im Januar schneiden. Und ich stecke es gerade wieder im Boden rein, weil wir wollen ganz viel Korb. Das ist übrigens Korb wieder. Aus dem macht man Körb. Und ja, es saugt viel Wasser und da ist der australische Teich und der Wasserhügel. Also optimal als Schwamm im Hügel rein und gleichzeitig Korbmaterial für die Zukunft. Jetzt soll ich schneiden und neu stecken. My dad's Dunny, So, well, you kann ich's might geschnitten? think it's funny, but my dad's Dunny Ja, so doesn't etwa auf flush. Hüfthöhe. Genau. Und das, was ich abgeschnitten habe,
habe ich einfach da im Boden gesteckt. Und schauen mal, wie es weiter wächst. Und das machen wir anscheinend im Januar, habe ich so gelernt. Und ich mache das jetzt bei allen Bäumen. Also alle wieder, damit es immer wieder gibt. Yay! Well, he never needs a plumber, cause the dunny's never blocked. Fertilizer for the garden, well, the pile is always stocked. Just chuck some sawdust on your number ones and number twos. Then sit back and admire all the water you don't use. Cause my dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny, well, you might think it's funny, but my dad's dunny doesn't flush. I said my dad's dunny doesn't flush. Yeah, my dad's dunny doesn't flush. Ich sage dir, ich habe so Freude. Schmeckt überhaupt nicht nach Scheiße oder Urin oder irgendetwas. Und es ist frischer Humus. Jetzt habe ich gerade so die Muse gehabt, zum Kübel füllen und die Terrasse bei der Bar mit Kompost zu überdecken. Alles, was dort so am Wachsen und am Verwelken ist, wachsen und tut nichts mehr gerade. Dann jetzt zudecken mit Kompost, damit das schön so Gas Gudi gibt. Und dann habe ich Freude. Und heute Nachmittag ist jetzt definitiv, ich kann es verraten, der Jodok von aquaplant.ch kommt ins Drieschta rauf. Haha, so gut. Ich bin so gespannt zu wissen, was er so alles sieht. Mit Terrassen an der Bar habe ich da gemeint. Da tue ich jetzt aufräumen und mit Kompost überdecken. There's a whole world down there. Down where? I'll tell you where. Right under your feet where the land and plants meet. So, noch ein bisschen zusammengeräumt, ein bisschen Kompost oben drauf und dann weiter liegen lassen. Einfach vergehen lassen, Breakdown und so, sich zersetzen. Und dann gibt das mehr Erde da für das nächste Gepflanzen im Frühling. Dann kommen Reben, Kiwis, Kletterblumen. Alles kommt da rein. Alles. Einfach dicht soll die Pergola werden. Die Idee ist, dass es dicht auf Pflanzen und dann, dass es überlebt und das Stärkste ist, das ist das Beste. So. Und dann muss füllen. Aber jetzt eben, ist Vorarbeit geleistet. Ja, jetzt kann es sich weiter versetzen in der Sonne. Da oben in Drieschta haben wir sowieso schon gewonnen. It's a soil food web and it's a banging good time. Come on down underground and meet some friends of mine. I'm flatulent, I mean a flagellant. I got this whippy tail, can you imagine it? I got a motion promotion in the primordial ocean to get me swimming around, now I'm smashing it. I'm amoeba, I'm a yuba, a shapeshifter. Look, I'm a tuba. I slip around like a blob, doing my job, and sometimes I'm slime mold with the mob. I'm the arch nematode, you get a bad rap when you're nothing but a tube that moves and unattractive, not a villain, just a bit of killing with 400 quintillion siblings. What's wrong with that? Fungus sacrifice. Und es hat eben noch viel Stroh und Heu am Boden, was sich gesammelt hat. Obwohl ich jetzt einen grossen Sack zusammengezogen gelegt habe. Und das kommt nachher runter auf die untere Terrasse, Ankrosé-Terrasse, noch zum fertig zudecken. Genau, weil damit gemulcht. Das meiste da drin ist grau und das Stroh und so. Mal schauen, die laufen sicher drüber, suchen das Beste aus, schiessen 3 bisschen drin. Und der Mulch düngert den Boden und gibt wieder Aktivität. Und jetzt der Winter durch. Vielleicht kommt ja noch mal Schnee, Regen kommt auf Anfall. Ja, kann sich's versetzen. And breathing and moving, dancing and creeping. It's like a party going on right under your nose. If you know some folks with a microscope, get them to show you the ropes and check the life below. It's soil, food, web. Get it in your head, and you're done in bed. Alright, the soil, food, web. That's what I said, and it's how we fed.
sollte schon die Idealgröße zum Hauszeigen sein. Das ist der Flip, der Gizmo und der Kümmel oder Kümmel, je nachdem, wer es ihn benennt. Come and take a ride on the nutrient cycle. It's always breaking down, but that's what it's like, yo. It's kind of the point. If it didn't, pretty soon we'd have junk piled up all the way to the moon. Don't let anyone tell you the compost ain't boss. Without it, life would stop. Like, actually. So cover the soil with more shade and plants and discover the joy of the soil food web dance. Soil, food, web. Get it in your head, and you got it bed. Alright, yeah, the soil, food, web. That's what I said, and it's how it made. Haben wir das Gefühl? Das Gefühl, wenn ihr wisst, oh, heute Nachmittag, heute passiert etwas Besonderes. So ein Gefühl habe ich gerade im Moment. Mega, so mein Bauch ist richtig schon fast nervös. Freut sich drauf. Weil, ja, der Jodok. Also das würde ich sagen, heute Nachmittag habe ich am meisten bei mir auf dem Land, wo ich so viel lernen kann. Wir haben die gleiche Leidenschaft, aber er ist definitiv am meisten im Sache. If you think bigger is better, then you might wanna think again. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. And you Probi know am the Berg. world around Ich kann euch us sagen, is much more es than one ist big eine schöne Sache. It's a lot of little Oh, things so joined up together that make me wanna sing. Appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Appreciate the small things, the small things. Appreciate them all. Meine Kerle, ich habe noch viel mehr Freude, als wir Freude haben, dass der Jodok da oben war. Hey, was hast du gesehen? Ja, Haufen alte Wassersysteme zu Wohnen und Terrassen. Und es ist cool, dass du das alles wieder reaktivierst und begrüßt oben. Ja, und das, was ihr jetzt hier seht, ist Haufen Stunden über das ganze Wasser drüber geredet. Und ich sage euch, die Hunde sind der gleichen Meinung. Ein Grund zum Abonnieren, weil da kommt jetzt noch einiges, gell? Aquaplant.ch und Paradischi Drieschta, da gibt es im Fall einiges zu und auch ihr könnt davon profitieren. Also bleibt dran, abonnieren, nicht verpassen und ja, so gut. Es hat so viel gebracht. Ein Probi und jetzt haben wir noch Plan. Oi, 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 oi. Ich sage nur mal danke, Jodok. Schön, bist du da gewesen. Ja, bitte, danke. Well, it's not the size that matters. Does matter have a size at all? It gets less and less till nothing's left, like a set of stacking dolls. From all the tiny little critters So. to all the good deeds you Grad have die Schule. done. 2 Lektionen Schule heute Nachmittag. Der Jodok ist wieder heim. Sagau gefahren, Plan zeichnen. Oh, ist das jetzt ein schöner Morgen und Nachmittag gestern gewesen? Ach, herrlich. Ich sage euch, die Pläne sind grandios. Und es ist so herrlich, seine Vision können wir einem Profi übergeben und es dann noch verfeinern und zusammen konstruieren. Oh, es sind Sachen passiert und er bewegt worden. Ja, das wird herrlich. Danke vielmals, Jodok, dass du vorbeigekommen bist. Nochmal. Hübsche Kinder auch, die sollen am Knie. Hole-in-one, so appreciate the small things. The small things, appreciate the small. Just appreciate the small things. The small things, appreciate them Nachmittag vorher noch kurz das Häuschen ausschmecken. Was ist das gemacht? Das ist ein bisschen drin geblieben. Gell, Sui? Du willst auch etwas? granules of
more than one each. Think of the littlest thing you can fathom. Is it a molecule or an atom or maybe a quark? What the? Appreciate the small things. The small things. Appreciate the small. Yeah, just appreciate the small things. The small things. Appreciate them all. You don't need $1 billion and a Lamborghini or 20 million followers in bikinis. Appreciate the small things. The small things. Appreciate the small. So herzlich, müssen wir mal schauen. Ist gut, gell? Ja. Und schön. Gell, wo immer bist du? Hier. Ja, mittlerweile verstehen sich alle mega gut. Gell? Ja, mittlerweile sind wir Freunde. Ja, die Jungs sind recht anhänglich, die verfolgen einem. Gell, Buben? Ja. Wir gehen jetzt nicht nur mit 3 Hunden spazieren, sondern 3 Geissel laufen wir auch noch. Gell? Ja, ihr Hübschen. Ja, in dir geht Tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming. Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. When I was younger, they told me I was no good, but I was a dreamer. And so I knew that I would change up the scene with stuff I dream. Viertel vor 6 Uhr. Ich bin daheim von der Schule und mache jetzt die Tierrunde. Also der Joe, Baby Will und die Buben sind noch nicht im Bett. Aber was ich eigentlich wollte sagen ist, ich fier's. Es ist immer noch hell. Die Tage werden länger und schon richtig klar sichtbar. Eine gute Woche war es bis jetzt gewesen. Morgen bin ich noch ein da. Und am Samstag, Sonntag bin ich weg, weil ich bin mit dem Sam Smiley unterwegs. Und ja, hey, so geil, die Jodok da zu haben. Ich kann es immer noch nicht fassen. Oh, wir haben Sachen geplant, Grauwasser, Wasserableitungen, Teiche, Sicherheitsmauern. Ich sage euch. Er hat so Freude gehabt, hier im Drieschta. Also, wir haben Freude gehabt, dass er da war. Und er ist gleicher Meinung wie ich. Drieschta braucht eine gute Community. Ist so einen besseren Permakultur-Ort als da. Geht schon. Aber das ist da oben am Weg, wegweisend. One that came true was making music, and you can make up whatever you wanna do and go dream it too. Hey, so tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming, cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Don't be a naysayer, be a yay-sayer. Don't be a doomsdayer, say a dream prayer. Whether it's world peace or climbing the Himalayas, all kinds of dreams come true. So tell them you're dreaming, and then tell somebody else. Tell them you're dreaming, don't keep your dreams to yourself. There's so much in our lives that we need to make right. With our dreams we can try, turning dark into light. So dream big and aim high, and in time we just might make a whole load of dreams come true. Everywhere my friends are all around me, and it's my guess that they are with you too. If you wanna keep them being friendly, treat your friends as you'd like them to treat you. Well, who are all these friends I hear you asking? Right now it feels like I am all Also alone. das mit
Hausgeissen nehmen die wortwörtlich mehr auf dem Haus. Aber ja, sind die nicht herzig, die Jungs. But friends are always right there when you need them, making up this place that we call home. Well, let me introduce you. Komm, bring sie heim, komm, bring sie. Komm, bring sie heim, komm, bring sie. Hey, ich bin ja schon dran. Ha, wir sind ja schon da. Mit in Drieschta am oben laufen. Genau. Die Ladies sind die heim. Gibt's mal eine fette Portion Hoi. To some of my good friends, and you may recognize them as someone whom you depend. Oh, there's the trees, and the bees, the rivers, you and them and me. You'll find friends in unexpected places, plants, animals, and other people too. In real life more than in cyberspaces, and friends don't always look or think like you. To be a good friend, here are some things that you need: honesty and loyalty and all the cups of tea. Oh, with the trees and the bees, the rivers and everything you see. That's right. Ja, bei mir ist jetzt Samstagnachmittag und der Colin ist nicht da. Er ist in Nesslau an der Kinderfasnacht. Und Herr auf Bodenboden. Ja, morgen habe ich natürlich die Runde gemacht, eine ausgiebige, weil ich sie doch ein paar Tage nicht gesehen habe. Genieße ich das immer sehr. Und was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe alle Hunde pedalt, Tischchen, gell? Jetzt kann man wieder knuddeln mit euch, ohne dass ihr stinken. Gell, wo ich wohne. Ja, das habe ich noch gemacht. Dann bin ich noch mal ein bisschen zu den Tieren gegangen. Zu Gitti für die Hühner und Äpfel für die Schäfe und Geissen. Hoppala, hör auf, Bonnie. Psst. Nein, Bonnie, hör auf. So will ich es wirklich nicht. So will ich es nicht. Und Rüebli für die Esel. Und ja, jetzt mache ich da gerade ein kleines Päuschen, genieße schnell ein bisschen die Sonne. Und nachher habe ich noch ein paar Sachen am Laptop zu erledigen. Genau, das ist der Plan. We're all friends. Bacteria. We're all friends. Eukaryotes. We're all friends. Archaea. We're all friends. You and you and what about you and them and that thing over there? Not even really a thing. It's my friend. Hey, well, we're all friends. Gestern, Sam, habe ich gar nichts gefilmt. Aber es ist so schnell gegangen, es war alles so schön und hat mega Spass gemacht. Aber ich freue mich, jetzt wieder dort rauf in die Sonne heimzugehen. Sometimes this crazy world gets carried away, but deep down I feel it's gonna all be okay. Can't say where we're going or what's up ahead, but we can wonder about the future or just make it up instead. Here's something made up, it's powerful stuff, and it needs a fun word, so let's call it fluff. Breathe. It's not mine to keep, but it needs to get out, and if you got it, go get it and share it around. Give fluff, 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 to everyone, have fluff, fluff. Das ist gerade der
Chili und Oreo aufgeschreckt. Die sind so herzig am Sünneln gsi. Gell, Oreo? And make everything out of love, 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 love. 'Cause there's always enough love, 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 love. That's the stuff. Ja. Also Pascal, finden wir mal raus, wie viel Wasser fließt da. Das ist circa 12 Liter und das ist 2 Liter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also 2 Liter ist 7 Sekunden. Das gibt 10 pro Minute. Ja, so viel Wasser läuft da fast noch. Fluffity fluff. Fluff, fluffity fluff. So, kommen wir zum Schluss vom Video. Woche 4 hier in Drieschta ist jetzt vorbei. Danke, dass du geschaut hast. Danke, dass du dabei bist. Wir schätzen dich sehr. Es ist überhaupt schön, dass es dich auf dieser Erde gibt. Mega schön. Ja, du machst die Welt zu einem besseren Ort. Und danke fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Oh, übrigens, Claudia, gerade letztes habe ich geschaut. Ja, alle Zeit 60%, die unsere Videos schauen oder geschaut haben, sind noch nicht abonniert. Nein! Das heisst, wenn bitte. alle würden abonnieren, die schon geschaut haben, wären wir weit über 1000. Hey, miteinander! Gute Wochenstart nächste Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Fluff, fluffity fluff.